bei Dickrich TV, haut aus der Alseerei Set vun der Freier Holzfabrik am Abgang vun Dickrich. Das ist allheit den ass immens gefrot fir Manifestationen eng 150 Kinderhai am Joer aufgehall, so war fir kurzem zum Beispiel auch den Gala vum Muay Thai Boxen ugesot, op den Wisdom Dragon Academy, das den Kampfsportverein von Dickrich invitiert hat. Das war natürlich den idealen Kader für so eine spannende Atmosphäre. Bekannt ist die Alseerei natürlich für allem, wenn es da fuhr sind, weil hier Ende der Kavalkade alle Jahre mit Preise überreicht gehen für die schönsten Wehen, die mitgemacht haben. Und dann ist dann immer der große Fußball auf Fußsonntag angesagt. Das Jahr war ein Jubiläumsjahr, 150 Jahre Kavalkade, das heute zu Dickrich gefeiert gehen. Und dafür hatten sich die Vereine natürlich extra viel mehr mit ihren Wehen gehen. Und noch von Vierter also nicht der allerbeste Fall, so dürfte Kavalkade 2020 nach langer Zeit jeder engem a guter Erinnerung bleiben. Die wie viel Käier sind die schon heim? Iwer demst Leiit sech köstlech amuséieren an noch fir dat sie sech kënnen amuséieren, muss natürlich am Hannergrund eng helle Wull vu Leiit am Ansatz sinn. CGDs, Police, de Servicetechnik vun der Gemeng Dickrich si all Sugen vu Moies bis owes dofir, dat Kavalkade och kann flott ohne Probleme riwer Bühn goen. An dat ganz geht doch schon ganz lang am Vierfeld präpariert, am Dezember zum Beispiel, wo schon eng gros Reunion, op déi den Schäferrot vun Dickrich all die konzerniert ze Summe gerufen hat, fir enke Martinen durchzugoen, werdet wirklich alles braucht, fir dat auch die ganz Kavalkade optimal klappt. An den 23. Februar, 2 Monate wie später also, konnten sie sich dann all ënner Beweis stellen. Sondes Moies 11 Uhr da vun der 41. Dickricher Kavalkade. De Philipp Barros vom Servicetechnik zu Dickrich trifft seg Leiit nach einmal allze Summe fir de Point zu machen, iwwer d'Aarbechten die stehen. Und zu denen gëtt et genug. Die ganz voriwwer schon waren seg Leiit am Ersatz fir stationär Verbotsschilder, Container an Dixie Toiletten opzerichten. Lodern geht es darum, Strassen zu machen, a Barrieren, Landtrottoiren opzustellen. An net einmal enger Stunde soll Dickrich nämlich de Fußwehen gehören. Ich muss über 400 Barrieren an alle sensible Plätze, wo die Leute müssen dann, wo sie dürfen an den Cortège rankommen, haben alles mit Barrieren so. Und dann haben wir noch die anderen Barrieren von den Straßen, wo die Straßen gesperrt sind, die setzen wir auch nach. Das heißt, das käme von Gold nicht mehr an den Circuit Devra fahren. Und dann haben wir noch eine Equipe, die 10 Uhr angefangen hat, die fährt dann rundherum. Das heißt, die möchte alles, das, was der Polizei von Schilder gesagt hat, von der Version, und die Leute dann sollen dann begleitet gehen, für auf einer Stadt zu fahren. Das heißt, die machen dann alle die Barrieren so. Den du könnt dann heiner, der könnt dann heiner. So, da könnt den do. So ist der riecht auf den anderen Strich so. Ich habe überall Strich auf den Boden gemacht. Riecht darüber. So. Das kommt so. Da muss auch mal drüber setzen. Ne? So kommen die Autos von dort. Sie kommen raus und die kommen hier durch, kommen sie ran und fahren auf die Kirche. So, und von hier geht dann 400 rüber. Und dann machen wir hier einer enke op an die Rest geht dann enke Riech gehalten. Ja, mehr als nicht. 12 Uhr dann zweiten Akt vom Dach am Pompiersbauern der L'Industrie. Eine lange Dachsteppe für, dafür sei ein Mittagessen geplant, wo die einzelnen Equipen sich nochmal stärken können. Und dann steht der Briefing vom SIS-Centerchef von Dickrich, dem Piet Lorenko, an.
Schöne gute Morgen alle Guten für den Briefing für Kavalkade 2020. So nicht alle gute große Merci da heise da. Aus der ganzer Gegend sind Ersatzkräften vom CGD haut kommen. 7 Ambulanzen sollen op de wichtige Plätze positioniert gehen und dabei 3 Fausequipe mobilen Erwesinn für zu allen Moment können anzugreifen, wenn etwas los ist. Du musst sie natürlich noch mal ganz genau erklärt kriegen, wie war da wo, wenn den 100 Spiele von der Zentral gegen Tischefall melden. An der Moyenne gehen da von der Kavalkade 27 Touren an Klinik durchgeführt. Den Alkohol hat eventuell einen großen Impact, ja. Da wo den Impact manifestiert sich aber nicht graf. Das heißt, die Leute, die mit Alkohol feiern, sie sind mehr aggressiv, wie sie früher waren, sie sind mehr kooperativ, wie sie früher waren. Dadurch sind wir auch gebunden an die Polizei und den Telefon der Polizei. Das ist effektiv so, dass für alle bei den Jugendlichen Alkoholkonsum deutlich hochgegangen ist. Mehr auch bei denen, wann Alkohol eine große Menge konsumiert, dann richtig große Mengen und dann ist kein Limitmittel. Par contre muss ich aber auch sagen, dass man relativ frei am Tag, weil die Leute aber schon teilweise von 11 Uhr an den Kaffee sind. Viele Leute von daheim, weil alkoholisiert hinkommen, alkoholisiert am Zug hinkommen, sodass man verschiedene Leute schon aus dem Zug raus an die Klinik feiern. Die sind nie in Kavalkade, die setzen voll auf die Kirche und kommen mit der Ambulanz. Über dem sich am Centre de Secours noch mental präpariert wird, füllen sich die Krischer Straßen so los mit Gackener Bogen auf Feierstimmung. Auch heute werden die Ersatzkräfte vom CGD also genug zu dienen haben, mit der Gehörtheit zum Usual Business. Was am meisten gefährdet wird, das ist ein Ersatz an der Großgas. Die große Schwierigkeit ist immer, wenn eine Massenpanik ausbricht, für allem an der Großgas, weil an der Großgas ja größtenteils aufgeschnitten ist durch Kavalkade. Das heißt, die Leute kommen aus der Großgas nicht raus oder nicht gut raus. Und das muss effektiv kanalisiert sein. Das heißt, wenn an der Großgas effektiv etwas geschieht, müssen wir direkt intervenieren, dass wir einen Platz machen, dass die Leute können fortkommen von da. Das heißt, da sind die verschiedenen Achsen, die auf der Karte gezeichnet sind, die freigelost. Da sind noch Touren, wo die Leute aus der Großgas rausströmen und da gucken wir, für die Leute fortzukriegen. Das heißt, dass sie nicht durch die Wien perturbiert, sondern auch nicht perturbiert sind durch die Leute, die rundherum die Wien stehen und eben Kavalkade gucken. Auch die Leute von der Gemeinde sind auf diese wichtigen Plätze positioniert, für zu gucken, dass kein aus der Reihe tanzt, dass es gut nicht zu einem Tischefall kommt. Wie sowieso, als es von der Organisation aus schon seit Jahren verboten, scharfen Alkohol an der Straße von der Kavalkade zu verkaufen, für das Problem Alkohol auf ein Minimum zu reduzieren. Jede Kavalkade-Start muss aber nach den Wehen kontrolliert gehen. Die Räder von den Wehen müssen zum Beispiel protegiert und Dimensionen respektiert sein. An ein Equipment für den Notfall als einen absoluten Must. Und da überlässt den nächsten Zufall, 2 Leute vom CGD müssen für 400 Kavalkade alle Wohnen einzeln aufchecken. Die Wehen, ob sie konform sind, wir gucken ihre Gruppe 4, ob sie genommen sind, nein, Schuttias. Weil das aber im Brandgefuhr do an noch bin wandern, ob gleich gut rauskommen, ob Feuerlächer do hast, Verbandskirch, und noch mal die ganze alkoholische Sache, ob gleich rausgeschmissen wird. An der Uni, mir fertig sind, kann der Organisateur nicht nach Chor die Beweise zu machen. Aber 2020 hält sich alles an der Grenzen, so die Polizei, die auch Leute aus dem ganzen Norden und Parcours von der Kavalkade am Einsatz hat, ist zufrieden. Sie sind die, die meistens angreifen müssen, wenn die Leute sich die Bello stellen. Just pro Gruppe zu hören, muss rufen, die haben einfach von der Vorsicht müssen übertrieben haben. Aber wie gesagt, im Großen und Ganzen ist es gut gelaufen bis lo. Und die ganze Equipen bis lo haben eine immense Disziplin, was doch einfach super ist. Und auch der Philipp Barros als Engleit weisen sich zuversichtlich, dass das Kavalkade ohne größere Probleme wird über die Bühne gehen, obwohl hier Arbeit wie auch die vom CGD und der Polizei noch lange nicht darüber ist. Weil knapp aus der letzte Wohner lernst, müssen dem Philipp Engleit Straßen an 3 kriegen, für das 7 Euro rund Auto überholen können, wenn die Straßen abgehen. Und wenn der Koch am Gegen ist, dann fängt er mit der Kehrmaschine an alles abzutreffen und zu putzen. Weil meint ist das Schule. Und dann meint es fängt man 6 Euro für 100 Parkingen und plus Schulheft, plus alles nach Popper zu putzen, für dass man da fertig geht. Alle Menkeer as es gepackt und die Organisation, Gemeng, de CGDs und Polizei alles so zusammen organisiert, dass auch die Kavalkade 2020 ohne außergewöhnliche Tischefall überstanden gouf.
Wenn's dem Jubiläumsjahr, wo d'Fusen 2020 zu Dickrich, das Jahr natürlich weit mehr wie ein Kavalkad. Es wollte einfach mal von der Gelegenheit profitieren, für die ganze Kavalkade-Geschichte, also die ganz 150 Jahre festzuhalten und noch ein Kaderprogramm durch und rum zu strecken. Dafür vor am Kulturhaus vom Geschichtsmuseum auf fetten Donnerstag ein bisschen eng Mailers wie gewinnt. Donnerstags für der Kavalkade geht am Kulturhaus zu Dickrich traditionell immer ein Kannermaskenatelier aufgehalten, wo Kanner sich hier Boke selber basteln können. Und so war doch das Jahr. Die meisten holen noch nicht für die erste Kehr teil. Ich schon cool fand, weil man viel sah. Also wir haben die Masken halt gebastelt und da konnte man viel dekorieren und ja. Es war cool, ich schon flott fand und es kann sich ja, gut amüsieren und war ja, flott. Weißt du dann für dich am Atelier, du bist doch schon wie oft hier? Ich war hier schon ganz oft. Für was kannst du mal gerne? Weil ich Spaß möchte und ihn immer neue Sachen möchte. Immer, also es ist ziemlich flott und auch mit den Leuten, die hier sind. Also man lernt auch ganz viele Sachen. Eigentlich immer bringt man so Sachen, die man gebastelt hat, mit heim. Die Keiraver soll den sich so richtig amüsieren. Dafür gibt direkt neben dem Museum ein Zelt abgerichtet, wo no Atelier die neue Maske noch konnten an den Nasatz kommen. Dono soll die Stimmung aber direkt gehen. Am Kulturhaus selber war nämlich halb 7 der Vernissage von der Expo 150 Jahre Kavalkade zu Dickrich gesucht. Die Ausstellung zum Buch also wird ein ESD-Verein für das Jubiläum rausgebracht hat, aber wofür den Historiker Ernst Reusgen beauftragt wurde. Für den Rest vom Abend genießt es bei uns, trinkt die Part matt und ich kann dem Herrn einfach mal tun, dass der Büsse kann über das Buch schwätzen. Merci. Ich meine, 150 Jahre Kavalkade, das ist natürlich eine ideale Gelegenheit für ein Buch zu machen. Aber das Buch war natürlich eine Challenge, weil es ging darum, für den Equilibrium zu finden von dem von heute und dem von früher. Tatsächlich hat Herrn Reusgen bei seiner Recherche Munsch interessante Anekdoten zum Vorschein gebracht. Zum Beispiel, dass auf fetten Donnerstag immer noch durch die Straße geschaut und dann führen die Leute am vorigen Schlucht geworden. Oder die viel flott High Society-Banner, die Dickrich für 100 Jahre zu Heichburg von der Fusen gemacht haben. Wie zum Beispiel den Hippies-Ball entstanden durch Perzrennen an der Stadt. Die haben immer einen ganz schicken Ball gehabt, den am Midi war. Und den hat natürlich auch die Krise überdauert. Du warst ein typisch Notikin. Und die waren in den 50er und 60er Jahren war die berühmt. Er war nicht nur berühmt, er war berüchtigt. Und so auf Deutsch kann ich sogar sagen, er war auch ein bisschen anrüchig. Den aber durch in den 70er Jahren abgehalten. Buch war den am Museum noch am Syndikat Initiativ zu kaufen gekriegt, hat also Munschflottsachen zu erzählen. Die Interesse und Begeisterung um Vernissage waren dann noch groß. An die ein oder andere sollten noch flott als Spichten erinnert oder auch mit neuen Fakten überrascht gehen. Für meiner Zeit kann ich sagen, da tun ich alles am Kopf. Also das waren natürlich auch Sachen dabei, wenn ich auch gucke, wo sie ein Hand Vierkel auf dem Wohn gemacht haben. Das war aber nicht ganz üblich, an einem Kavalkade-Zug Vierkel zu grillen. Ist wohl aus Sicherheitsgründen, hättest du das absolut nicht mehr dran. Die Zeit sind noch, ich weiß nicht, dass sie können gebacken, noch auf dem Feuer oder Stipascher an Mettwursche Gebote gehen, auf dem Feuer, aber das hättest du das. Das kann ich nicht mehr gestattet, dass sie direkt fortgehen. War dann heilo eng Surprise dabei, wo der gesagt hat, tja, das habe ich nicht gewusst. Ja, den dicksten Nox an den schwersten Nox, der den Störf gedriven geht als früher an der Kavalkade. Und an der Krieg Schlüchthaus war schwunden an der Klick. Ich hoffe, dass schon keine Ausspielung um mich war, aber bon, das ist fließend. Egal wie, Zufriedenheit bei den Organisateuren fuhr groß. Lass mal las, und lo geht es vier und die nächste Stunde geht bis nach dem Turm oben doch. Und Samstag 4 über den Kannerfußball bis Sonntag und dann hoffen wir, dass es wieder gut geht und dass alles klappt.
Ein wichtiger Moment von der Dickrischer Fuhr sind, das natürlich immer den Hippigsball Vierowen von der Kavalkade. Den Hippigsball geht also auch hauterem, auch wenn schon lange kein Herzkurse mehr aufgehalten gehen, dass das einfacher Mast für alt Fußgacken. Hinter dem Februar von diesem Jahr hat Dickrisch einen Pop-up-Shop. Verschiedene Projekte geöffnet, zwar schon am Vierfeld. Der Titan Avalo als den ersten Pop-up-Store, den die Gemeinde Dickrisch lanciert hat. Ein Geschäft auf Zeit also, wo Kreateuren, vor allem Jungkreateuren, sollen eine Plattform geboten kriegen, sich und ihre Produkte mehr bekannt zu machen. Am Dezember des letzten Jahres war der Pop-up auf der Nummer 17 an der Großgas am Kader von Christ März schon mal getestet gehen. Mischung zwischen Kleider, Schnaps und Bijouen war gut gekommen, aber nur 3D war Schluss. Am Anfang Februar sind heute zwei Innenarchitektinnen, Claudia und Dembora, gezogen. Zwei Freundinnen, die sich am Kader von ihrer Arbeit kennengelernt haben. Von Anfang an haben wir zusammen geredet, wir hatten direkt zusammen Interessen für Tresen, für Fahren, für Design, Produzieren. Und dann haben wir einfach gesagt, okay, wir müssen zusammen schaffen. So also als Research entstanden, ein Innenarchitekturbüro, den immer auf der Sicht noch neue Massen, neue Produkte, neue Lesungen. Aber in der Zwischenzeit haben Dembora und Claudia in ihrer Freizeit auch verschiedene Designprodukte entwickelt, die sie bisweilen auf Kreativmärkten angeboten haben und lo an dem neuen Pop-up-Shop zu Dickrisch verkaufen. Moin. Moin. Madame. Ich bin froh, ich habe geguckt an der Fenster. Ich sehe hier offriert du Dächer oder die von einem Dächer. Und da wollte ich mal gucken, was du machst. Was wir da machen? Ja. Ja, wie ihr seht, Placken, die 400 Fenster sind, die kann ich austauschen. Wir haben Dächer. Ja. Und sind wir auf die Idee gekommen durch ein Projekt. Wir sind eigentlich Innenarchitekten. Und bei einem Projekt, wo wir Bootzimmer renoviert haben, da haben wir stehen, übrig gehabt, die wir rausgeholt haben, und die Placken waren aus der Wertverkehr nicht mehr zu verwerten. Claudia designt also kleine Dächer mit Placken am Upcycling-Esprit. Sie rekuperiert alte Holz, Reste von Stehen und macht daraus kleine Dächer. Visuell gehen es just ein paar Farben und Formen, aber das soll sich in Zukunft ändern. Das ist mein Kollege. Ah, das ist Kollege. Tu veux peut-être expliquer ton concept? An dem Claudia Singer Associé Dembora bit klengspritzig Katte, Ring an Ohrringen hergestellt aus Ruban, die an der Origami-Technik zu lustige Pompon verschafft goufen, an der jen sich farblich zusammensetzen kann, so wie deinem Gratuno ass, und nicht nimmen dat. Par exemple ici, ça vous adaptez à chaque fois que vous le portez. Voilà, vous pouvez modifier de longueur selon vos habits. Vous pouvez faire plus court ou plus long parce qu'ici, il y a un système de réglage. Voilà. C'est génial ici, il y a beaucoup de monde, beaucoup de passages. Et on est dans la ville de Dickrisch, donc il y a beaucoup... c'est quand même une ville très culturelle, et assez chic au nord de Luxembourg. Dickrisch ist zentral. Das ist noch kein Stadt, aber wieder aus dem Norden kommen, fand ich Dickrisch ganz gut. Und auch, ja, das hat uns einfach motiviert. Und du kommst ja auch eigentlich, wie man direkt am Anfang nicht gespart hatten, dass wir auch das Giefe von hier aus schaffen. Und das war für mich auch ein bisschen ein Hauptpunkt, dass man das Kind kombinieren.
Dabei will Research zu Dickrich eine ganz neue Form von Service bieten. Innenarchitektur mit zugänglich machen. Das heißt, bei Sie kann ich noch kommen, wenn ich einfach eine Beratung braucht, für zum Beispiel ein Zimmer frisch zu machen. Am Shop bieten wir auch das Speeddating an. Das will einschichten, dass man auch mehr für Anlage, also von denen du nicht nur neu gebaut hat, mehr auch von den einfach mal die Küche renovieren oder da mal der Küche helfen oder die Stufe planen oder die fand kein Still, dann helfen wir raus sich wegen Still oder die wird ausstreichen, das heißt ganz punktuell kann man das dann auch machen. Auch dann, an die macht dann die ganze Surveillance von dem Chantier auch oder? Genau, ja. Also beim Speeddating ist das dann ja nie kurz, aber wenn wir dann ein richtiges Projekt machen, ja, dann machen wir von bis. Okay. Wir sehen ja alle gut als bewusst, dass alles halt nicht sehr muss gehen, alle gut keine Zeit mehr, das heißt mir selber nicht die Zeit, die Ideen sichern zu gehen. Und das ist schon der Punkt, wo die Leute aber auch immer bei uns zurückkommen. Natürlich sind auch immer ganz viele andere Leute, die denken, oh mein Gott, in Innenstadt, das zu teuer, da kann ich mir nicht leisten. Mit so viel Speeddating, dass mehr Leute können auch schwatzen mal aus dem Beruf. Übrigens hat Research das letzte Jahr auch schon eine Auszeichnung beim Lützeburger Architekturpreis. Also geht ruhig mal ran, ob der Nummer 17 in der Großgas, und lasst dich inspirieren. Let's Shop ist eine Online-Plattform nicht für Produkte von Lützeburger Geschäften. Eine Initiative für die lokale Geschäftswelt zu unterstützen. Fakt ist nämlich, dass über 80% der Leute hier im Land über Internet kaufen und damit dem Handel schwer zusetzen. De Jerry Klein von Let's Shop NRW zu Dickrich für eine Marketingaktion an eigener Sache. Für engem decke Jahr als Let's Shop gegründet gehen. Mittlerweile sind bei jeweils 270 Boutiquen, die mitmachen, darunter auch ein Art zu Dickrich. Für noch mehr bekannt zu gehen, lanciert die Plattform regelmäßig Gewinnspiele, bei denen natürlich so viel wie möglich Boutiquen sollen mit am Coup sein. Maison Rideau Thibaut von Dickrich, die Rideau verkaufen, Bettwäsche, Tischer, Dekomaterialien, Bijouen, war von Anfang an auf Let's Shop vertreten, aber beteiligt sich meistens direkt an allen Aktionen. Den Sinn vom Spiel ist, dass wir den Online und den Offline man den kombinieren. Die macht ja schon von Anfang an eigentlich bei Let's Shop macht, stimmt? Ja, das stimmt. Und das ist so, dass wir probieren, über das Osterspiel auch Leute an die Boutique zu kriegen, die sonst vielleicht nicht mehr online kaufen. Dekeer geht es um ein Gewinnspiel für Ostern, bei dem sollen möglichst viele Leute an die Boutique gebracht gehen. Über den Weg von Plakaten, die an den Geschäften sollen abgehangen gehen. Herab von den QR-Code, über den man sich am Spiel beteiligen kann. Zu gewinnen sind bis zu 1.000 €. Hat von der Idee. Schon ganz gut von der Idee, dass durch Geschäfte auch immer da gewonnen gehen, nicht nur den Internet. Ja, ich meine, dass wir probieren, die zwei Welten zu kombinieren, weil als Mission ist es ja nicht Leute zu animieren, immer alles online zu kaufen, wenn wir noch Geschäfte, die lokal existieren, auch einfach auf eine Plattform zu gehen, um zu weisen, dass es zu gut ist. Dafür fand ich eine ganz gute Idee. Okay, top. Ja. Dann schreiben Sie Job, der macht. Auf jeden Fall, wir machen das. Super. Familie Thibaut ist sehr überzeugt. Sowohl Madame Thibaut wie auch ihre Mann und Tochter sind begeistert von der Plattform. Ohne Let's Shop hätte sie nämlich schwer allein mitteilen an der Welt vom Online-Shopping. Also am Punkt, dass wirklich eine Möglichkeit für sich online zu präsentieren, was für uns bald unmöglich wäre, weil einer allein kann das nicht wirklich umsetzen. Und die Plattform gibt einem einfach die Möglichkeit für zu sagen, ich kann mit den Großen, die im Marché aktiv sind, auch mitspielen und die Leute gesehen mich. Es sind nicht allein, es gibt eine große Panoplie und Produkte, die präsentiert gehen. Den Transport ist auch wirklich ganz gut, weil du funktioniert. Ich kann morgen seine Kommande kriegen, sie kommt nach morgen sicher und es wird schon geliefert. Und desto mehr wirklich aktiv drauf ist, desto mehr kann ich auch verkaufen. Geht das im Anfang ein bisschen kompliziert, das ranzuschaffen, muss ich sagen. Nur einem Jahr ist wirklich die Experienz ganz positiv. An einem guten Jahr kann das Geschäft, auf dem man ja viele neue Klienten dabei gewinnen. Sogar aus den Länder sind so Leute auf ihr Produkte gestoßen, die sich ziemlich wahrscheinlich nie zu Dickrich verloren hätten. Das ist effektiv so, dass wir erstens mal mit diesem Projekt, aber das ein Investiment pro Betrieb fertig bringen, für Betriebe auf Land quer zu bringen. Notamment bei den großen Engines de Recherche wie Google, für das sie haben mal Fund gehen. Und dann auch von der Klient eine Marktsicht. Also es ist ganz oft so, dass an das Ausland geschickt gehen von Google für das zu kaufen. Und auch da haben wir einen Impact, dass man in eine präzise Marktsicht, die von einem Geschäft verkauft wird, auf Let's Shop,
finden sie auch rum. Und das ist das, was eben ganz wichtig ist. Das feiert eben noch dann dazu, dass Klienten vielleicht nicht unbedingt online kaufen, was für uns total okay ist, wir eben an Geschäft gehen, an sich die Produkte angucken und dann eben am Geschäft kaufen. An engem decke Joch huet sech d'Online-Plattform Let's Shop bald verdreifacht 1 Million Visiteuren am Joer. Déi Zuel kann sech weise losen. Fir de grossen Durchbruch awer brauchet nach viel méi Geschäfter, die mat machen, a fir allem Klienten, die agesinn, dats den Interneterkauf net unbedingt muss iwwer d'Ausland goen. An eiser Serie war die Dickrescher Geschäftswelt wollt mech haut E-Betrieb méi am Detail firstellen, den recht vir ganz kurzem vun Mieternach op Dickrech geplënnert ass, an den als eenschen Hai am Land Garageparten herstellt. Mein Name ist Dietrich Theo, ich bin Patron von der Firma Zenz. Die Firma Zenz ist am Fungeholl 1920 entstanden, wir sind seit 100 Jahren am Fungeholl über do. Das war wir zum Mitternach, sind da Leute mich im Februar von diesem Jahr sind wir heute zu Dickrich. Mit einem großen Fred natürlich, als Dickrischer Jung, das ist natürlich etwas ganz Spezielles für mich auch. 1920 ist die Firma Zenz gegründet worden. Wir haben 1959 angefangen, mit Garageparten zu bauen. Und wie gesagt, ab 2011, den 1. Mai, hat meine Frau und ich dann zusammen die Firma Zenz überholt. Es sind auch schon 27 Jahre an der Firma. Die Firma Zenz ist natürlich bekannt hier am Land durch Garageparten, die wir natürlich selber machen, die im Prinzip die 40 bis 50 Jahre sollen halten. Wir haben als Kammer aber trotzdem ein bisschen mehr erweitert. Das heißt, wir machen auch Fenstern, Tieren, Haustieren, Bannestieren, Kellertieren, Feuerschutztieren, natürlich auch Sicherheitstieren für Appartementer, was immer mehr natürlich auch gefragt wird, weil die Sicherheit nicht groß geschrieben wird. Wir haben auch ganz viel am Industriebereich zu tun. Das heißt, auch hier machen wir Feuerschutzperten, Tieren, Schnelllaufperten, Laderampen. Das heißt, alles, was das Herz begehrt, kannst du von uns kriegen. Wir so am Prinzip ein Motto eigentlich, wir machen alles für das Haus zu machen, just ob den Dach klappen wir nicht. Ganz herzlich begrüßt mich natürlich hier an unserem neuen Ausstellungsraum, 41 auf der Esplanade zu Dickrich. Wir kommen lernen, kriegen Tasse Kaffee, guckt uns Sachen an, die wir haben. Die geht auch ganz gerne von uns beraten. Wir kommen noch bei jedem Platz, müssen ab, das kann ich nicht. Wie gesagt, Sie sind immer herzlich willkommen. Da wollte man sich aber auch nach einer Gruppe Junker von Dickrich vorstellen, von denen in Zukunft bestimmt noch manches hören wird. Es sind eine Art Rapper, die für kurzem ein Video gedreht haben, wo hier heimisch Dickrich am Mittelpunkt steht. My niggas keep walking down the street, bitches ignoring my life, it never gets boring. Got my niggas, we keeping it morbid. The bitches all around, but still never here. Don't care for these hoes, cause I'm really in the shit. Just run by my life, my story. Messing up my glory, but still never worry. I don't care about shit, just pass me the blunt, let it blow up my brain. Ashes all around, do you hear that sound? Maybe it's that popo, trying to hit the ground. We got niggas at the block, looking for the 12, ready to hit the Glock. De Paulo alias Grappi ass de Kap vun den Underdogs, déi bis op eng Ausnahme allzu Dickrech opgewuer sinn an sech och als Dickrecher Gesinn of as si portugiesischer kapverdianech Wurzeln hunn. An dat soll am neiste Video zum Vierschein kommen. Dat ass Glizzy, Glizzy, do mat de Richie, man Richie, do mat neuf de Sauvage. Voilà, ich bin der Scrappy und das ist der Filmer. Da haben wir noch den Freddy, da haben wir den Jade, da haben wir den Blueberry. Ich mache Musik, hier mache ich Musik, ich mache auch Musik, in Donner mache ich auch Musik und ich mache noch Musik. An hai am Studio vum Jugendhaus zu Dickrich huet alles so gefangen. Kollegen, die se Scheif vu klenge Mu getroffen, hun schon immer zu Summe gedanzt, der Musik gelauscht hat, bis du irgend fanden de Klick kom, fir selber Musik zu kreieren. Hinterher sind sie vom Virus richtig gepackt. She is beat, she's so thick, I think I'm starving, yeah, because then we going down, we going tardy, yeah, get it right, yeah, don't get excited, hit it from the back, but no, I don't wife that, get the check, yeah, spin it right back. Get it right back. Go ahead and swipe. Zusammen sind noch Kollegen, Mädchen, das sind Themen von ihren Songs. Für allem aber lassen sie sich vom Vibe gidieren, den der Beat hineingeht. Aber mit einem festen Ziel für uns an.
Mein großes Ziel ist wirklich international bekannt zu gehen und eben mein Leben kann man das finanzieren. Einfach mal ein Hobby, dein Leben finanzieren und ja, und davon auch noch gut leben. Und dann einfach das maximal davon herausstrecken. De wie du hin so schon nach langen, aber die 8 Rapperkollege sind ehrgeizig. Mittlerweile sind sie schon bei ihrem 10. Video gekommen und hat noch schon ein paar Auftritte. Weiter Konzerne am Möllu an dem Halligalli Festival sind schon geplant. My niggas keep walking down the street, bitches ignoring my life, it never gets boring. Got my niggas, we keeping it mobbing. The bitches all around, but still never hit. Don't care for these hoes, cause I'm really in the shit. Just writing about my life, my story. Messing up my glory, but still never worry. Dummer geht als Emissioun haut ass der Alseerei zu Dickrech benennen. Ech zo nicht Adi an hoffen mé gesinn als a 4 Wochen. Neserem, bis dann.